Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Ja, so sicher sind wir noch nicht, wie erhofft. Der Tragas Rishi ist immer noch hinter uns her und sucht noch fleißig nach uns. Wir sind jetzt zwar ins zweite Gebiet vorgestoßen, was die Abteilung vom Traga angeht, aber wir sind echt noch nicht safe, bei weitem noch nicht. Und ich bin auch noch recht unsicher, ob ich hier raus kann. Okay. Na gut. Ich probiere es einfach und wenn man über den Weg rennt, dann sollte ich auch rennen. Es gab halt nur noch den Weg. Scheiße, jetzt muss ich wieder zurückrennen wegen dir Idiot. Ach Mist. Okay, echt nicht safe. Da gab es ja nur den Weg. Und ansonsten wäre nur noch das hier möglich. Scheiße, das ist wieder Rückzug ins alte Gebiet. Wow, okay. Er ist uns noch auf der Ferse, aber er hat mich nicht gesehen. Okay, jetzt versucht er hier sein Glück und steigt unter die Bette. Siehst, ich sollte vielleicht die Gunst der Stunde nutzen. Falsch. An der falschen Stelle raus. Ich bin leider an der falschen Stelle raus. So, die machen wir mal wieder zu. Dann da entlang. Ja. Und da gibt es noch den Weg. In einer von die schämende Schränkerei. Wenn ich da aus der raus bin, links. Headset mal richtig gemüsst. Okay. Das ist noch mehr oder weniger ein Horror, mit dem ich leben kann, muss ich gestehen. Okay, er inspiziert gerade die Türe. Wow. Und es kann sein, dass er zu unsere Schränke geht. Es wird wohl immer zufällig bestimmt, welche Schränke der öffnet und welche Türe der absucht. Hey, keiner mag einen Aussteiger, hat er ihr gesagt. Okay. Also es ist gut möglich, dass er uns hier knackt. Aber ich kann die Zeit ja immer nutzen, um mich wieder zu regenerieren. Das heißt, er erwischt uns dann nie bei schwächelnder Gesundheit, weil mehr als 3-4 Treffer stecken wir definitiv nicht ein. Ich weiß jetzt auch nicht, wo er gerade steckt, aber scheiß drauf, ich probiere es einfach. Ich muss es ja irgendwie wagen. Nee, lass mal. Ich lass mir von dir nichts verkaufen. Dann geht's nur hier lang noch. So ein elender Mist. Warum? Okay, er ist wieder hinter uns her. Ihr springt doch, Mann. Okay, dann wieder dort der Gang entlang. Mann, ist das heftig. Ach, das ist das erste Gebiet wieder. Scheiße. Dann hoch und hoch. Da rennt er uns nicht hinterher. Ich habe keinerlei Orientierung in dem Scheißlade, bin ich ganz ehrlich. Ja, er hat uns wieder. Da geht's rum. Ich finde echt den Scheißweg nicht. Da war nur das Klo. Da ist noch was, wo ich nicht durch kann. Und da kann ich. Da kann ich hoch. Alles klar, okay. Ja, spitze. Wow, wenn man auch die ganze Zeit von dem Kerl verfolgt wird, ist es unglaublich schwierig, mal zusätzlich beschissen die Orientierung noch irgendwie zu halten. Das heißt, ich habe da sowieso ein großes Problem mit Orientierung. Aber das macht's echt nicht besser. Wirklich nicht. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich jetzt steck. Und da ist was. Und ich kann mich reifliehen. Dokumente. Versetzungsantrag. Von David Annapurna an hresources.us@murkovcorp.lu. Betreff Anfrage auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren.
Dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Das könnte der gewesen sein, der vom Doktor, in Anführungszeichen Doktor, weil er ja nur ein Hobbychirurg ist, der vom Trager abgemurkst worden ist. Das könnte der Mensch gewesen sein. Der es dann etwas zu bunt getrieben hat für Trager und für die anderen Murkoff-Leute. Etwas zu bunt, etwas zu aggressiv und zu offensiv. Das wird ihn wahrscheinlich der Hals gekostet haben. Und ihm ein schreckliches Schicksal hier beschert haben. Okay, wo sind wir jetzt? In einem verriegelten Gebiet sind wir jetzt. Wo wir vorher nicht hin konnten. Da kommen wir auch nicht durch, okay. In einem verriegelten Gebiet sind wir jetzt. Mehrere Telefone, die hinüber sind. Das möchte er nicht aufmachen, kann er auch nicht aufmachen irgendwie. Okay. Aber das ist der einzigste Weg, den es hier gibt. Ich bin etwas ratlos mal wieder. Da kommen wir grad. Mann, Omega, das ist echt ein komisches Gebiet und ich habe sowieso so eine, wie schon mehrfach erwähnt, absolut beschissene Orientierung. Und es ist mir mal wieder ein Rätsel, was ich zu machen habe. Manchmal weiß ich auch einfach nicht, was das Spiel von mir will. Ich kann mich hier auch nirgendwo durchquetschen oder drüber springen kann er auch nicht. Und der kann oder will er nicht aufmachen oder was auch immer. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt von mir will. Erstmal die Batteriewechsler. Aber das finde ich etwas strange. Da komme ich auch nicht durch. Da kommt er nicht durch. Da kann ich nicht durch. Und ich will auch bestimmt irgendwo nicht durch. Oh Mann, Meter. Ah, du kannst nicht hochklettern. Okay. Nee, kann ich nicht. Offenbar nicht. Dann bleibt ja nur wieder das Patientenzimmer hier. Wo es eventuell was gibt, was ich übersehe habe. Der oder so. Die kann er nicht öffnen, okay. Okay, da war auch nix. Da war nur der wieder. Aber über der bin ich doch, glaube ich, reinkomme, wenn ich mich richtig erinnere. Draußen regnet es auch immer noch kräftig, höre ich. Und okay. Dann gehen wir halt mal durch die der hier. Und da komme ich runter, genau. Ja. Da habe ich die Akte gefunden. Hier war nix, außer der Preis des Erfolges und dass die Arbeiter von Murkoff sowohl als auch die Patienten ziemliche Ferkel sind, die offensichtlich nicht mal ihr Pissoir säubern können. Da kommt er nicht durch. Mann, Meter. Also ich muss sagen, das mit dem Traeger ist zwar eine Art von Horror, mit der ich noch irgendwie leben kann. Ah! Ist zwar eine Art von Horror, mit der ich noch irgendwie leben kann, aber trotzdem ist es für meine schlechte Orientierung etwas störend. Oh Gott! Was magst?
Scheiße, was jetzt? Was jetzt? Okay, er wird mich wahrscheinlich hier entdecken, oder? So blöd kann der nicht sein. Ja. So blöd kann der einfach nicht sein. Da muss ich wahrscheinlich jetzt durch, was er geöffnet hat für mich. So. Huch. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, aber offenbar auf den falschen Knopf kommen. Jetzt muss ich wieder an der Anfang zurück. Und hier in den Fahrstuhl und dann gib ihm. So, jetzt. Aber jetzt. So. Wow. Oh, hi. Ja. Okay, ich hoffe, das war ein patentierter Rückgratbrecher, mein Lieber. Aber eins muss ich da lossen. Deine fettige Ekelfrisur, die hält. Entweder da 3000 Tonnen Gel drin. Und haarfestiger. Oder er ist einfach Wildsau, was sich nicht die Haare wäscht. Die Herstellung von Traeger-Saft. Schritt 1, drücken. Okay. Scheiße. Scheiße. Ja. Ja. Da den ich ganz gern raus. Ich fände es sehr cool, wenn ich da nicht bei dem Typ raus müsste. Das fände ich echt spitze. Ah, scheiße. Wie es aussieht, muss ich um mehr oder weniger doch. Speichert. Na, wie sieht's aus bei dir? Ah, so schön faltig. Ich kann nicht widerstehen. Anna. Nee, dann lassen wir mal in Ruhe mit seinem faltischen Berzel. Da kommen wir nicht durch. Ich glaube sowieso, das war's bei dem. Der ist eingequetscht hier und hat der volle Schub abgekriegt. Der dürfte kaputt sein, definitiv. Wenn, dann wäre es sehr skurril, wenn er das überlebt haben sollte. Uah. Der Herr Doktor, der feine Herr. Okay, machen wir mal lieber. Nein. Wir machen jetzt auf, dann machen wir wieder zu, bitteschön. Und überall die Silver Gentleman, der schwarze Priester, der Herr Wasserkopf, der komische Typ und der Priester Blindach mit Rievenas. Alter Falter. Der Tom Hanks war jetzt doch gar nicht mit dabei. Deshalb muss ich hoch oder runter? Zur Not geht man immer erst hoch, oder? Okay, over ist sowieso nichts. Dann gehen wir halt runter. Na gut, na gut. Aber wenigstens bin ich jetzt ein Trager, entkomme noch 2 Episoden. Das ist ja schon heftig. Die ganze Episode für das Dingens verschwendet. Und eine Episode, wo ich halt angekommen bin erst. Auf seiner Station. Dann eine Episode, wo ich nur vor ihm weggerannt bin und einen Überblick gewonnen habe. Und jetzt noch eine Episode, wo ich dann endgültig rausgekommen bin. Das war ganz schön viel Episode für der Ricky verschwendet. Was ist du verschwendet? Für Ricky als Hauptbösewicht. Teamwork. Teamplayer Award. Patrick Petrina, Employee of Murkoff Corporation, who best exemplifies the team concepts. Cool. Der wird wohl hier geschafft haben. Vermute ich jetzt einfach mal so als steile Hypothese. Okay, wenigstens Batterie, aber die bringt uns nicht sonderlich viel, wie ich finde. Es gibt bestimmt schon bald neue Ärger. Ich fand die andere Patientin wesentlich schlimmer, muss ich gestehen, als den Ende Trager oder Trager, wie auch immer. Den fand ich als Einzelne schon recht gruselig. Die andere Patienten, die waren halt scheiß gruselig. Aber das wurde irgendwann hektisch und nervig. Deswegen lieber wirkungsvolle Böse
als mehrere, die auf das Senkel gehen können. So. Hier nochmal. Und ich wollte eh nochmal in die Notizen. Ist doch nichts anderes. Herstellung, Schritt 1, drücken. Okay, was anderes ist tatsächlich nicht dabei. Na gut. Jetzt kommt doch bestimmt wieder irgendein neuer Scheißdreck. Oh. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Finden Sie draußen Vater Martin. Okay. Du hättest mal einfach die der aufmachen können, Kollege. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätten uns Welten getrennt oder so. Warum kann der die popliche Bretter nicht einfach aufmachen, die hier Scheibe einschlagen und dann dort durchsteigen? Das gibt's doch gar nicht. Der will doch offenbar hier gefoltert werden. Der Miles Upshaw. Das ist doch hundertprozentig ein Sadist und, nicht ein Sadist, ein Masochist, wenn der sich den Scheiß freiwillig setzt. Du hämmer Stuhl. Dann nimmst du einen Stuhl, schlagst die Scheibe ein und rennst hinterher. Und ansonsten nimmst du die Stuhlbär, um die Bretter abzumachen. Ach Mann. Dass es mal nicht ein Spiel geben kann, was logisch agiert. Jetzt sind wir hier wieder im Stockdusterer. Oh Gott. Geht's hier zu irgendwas? Gekachelt wird wahrscheinlich ein Klo sein wieder. Ja. Badezimmer auf jeden Fall. Wachmann mit Blut. Schäm dich, Schränke. Und eine Akte. Dokumente. Krankhafter Verfolgungswahn von r.trager@murkoffcorp.lu an p.walsh@murkoffcorp.us.com. Betreff Annapurna Angestelltennummer 531920. Sehr geehrter Mr. Walsh. Ich musste es irgendwie versuchen, in seiner Stimme vorzulesen. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Antrittszeit des Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Rick Trager Murkoff R&D. R&D. Scheiße. Wie ich mir's gedacht habe. Das werden definitiv sei Stellung nicht nur gekostet haben, sondern auch sei Lever. Als Versuchsobjekt vom Tragas Rishi. Hat er richtig Pech gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da optional ist oder ob das da hauptsächlich weitergeht. Ich glaube, da geht es hauptsächlich weiter. Deswegen mag ich lieber nochmal dahin gehen. Und mir nochmal den anderen Weg angucken, den wir hätten gehen können. Nicht, dass da noch irgendwas ist, was ich verpassen könnte. Zum Beispiel brennende, verpisste Bäcker mit dem Preis des Erfolges noch ohne drunter. Und brennende... Batterie zum Beispiel, die hätte ich verpassen können. Aber brennende Bä und Arm ist doch... Ja, da macht halt jemand Barbecue, nett? Widerlich. Aber ich hätte da echt eine Batterie verpasst. Das hätte mir nicht so gut gefallen, wenn ich die verpasst hätte. Die brauche ich nämlich echt dringend. Das ist meine absolute Horrorvorstellung, ist wirklich, ich spiele Outlast und gehe irgendwann so zögerlich vor, dass ich keine Batterie mehr habe. Das ist mein absoluter Albtraum hier. Okay. Da müssen wir jetzt dann durch. Und ich hoffe, es macht dann wieder... Auf der Klopskerl Maximus kann ich jetzt echt gut verzichten. Der Klopsus Maximus, auf den kann ich sehr, sehr gut verzichten. Oh Mann. Da brennt's. Da kann ich durch. Okay, das ist zu hell. Und da ist es zu hell jetzt für die Nachtsicht. Da komme ich nicht durch. Ich befürchte, wir müssen da rein in den Raum, wo es knistert und knarzelt und burzelt und brürzelt und weiß der Teufel noch was. Igitt. Aber da ist eine Batterie, das ist schon mal saugut.
Die nehme ich doch absolut liebend gern. Okay, ja. Nachtsicht bringt mir einen Scheiß. Und durchklettern geht, durchkrieche geht hier auch nicht. Das heißt, ich kann nur klettern, aber du scheinst echt zu brennen. Mir brennt aber auch gleich der Kittel. Deswegen dir die Sache, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast Pelzig. Also machen's gut bis dahin. Euer Yankee.